Die 15. und letzte Runde hat gerade begonnen. Beide Boxer sind schon schwer angeschlagen. Da setzt Carlos Duran noch einmal zu einem Trommelfeuer an. Jupp Elze wird schwer getroffen. Der Kölner geht zu Boden und signalisiert: Ich gebe auf. Zu spät. Völlig benommen taumelt Jupp Elze in seine Ecke. Kurz danach verliert er das Bewusstsein und fällt wenig später ins Koma. Der Kölner Amateurboxer Willi Niederau hat sich den großen Kampf damals im Fernsehen angesehen. Das Ereignis hat die Sportwelt erschüttert. Das geht einem schon nah. Wir haben ja auch viel zusammen trainiert. Ne? Und also sind auch Bier trinken, alles haben wir gemacht. Ne? Das geht einem schon nah. Ist ja jemand, den man kennt. Ne? Rechnet auch keiner mit. Ne? Weil er so robust war und war ja auch kein dummer Mensch. Ne? In der Kölner Uniklinik kämpfen die Ärzte 8 Tage um das Leben von Jupp Elze. Doch der Boxer stirbt an einer Gehirnblutung, verursacht durch zahlreiche Nackenschläge. Bei der Obduktion stellt sich heraus, Jupp Elze hatte Dopingmittel im Blut. Unter anderem Pervitin und Reaktivan, Amphetamine. Aufputschmittel mit stimulierender Wirkung, erklärt Mario Tevis, Dopingexperte an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Man fühlt sich stärker, motivierter, aggressiver und wahrscheinlich auch unbesiegbarer, als man es ohnehin wahrscheinlich in der Sportart sein muss. Doch schon während des Kampfs wirkt Elze teilweise benommen, steuert nach Runde 6 sogar die falsche Ringecke an. Wahrscheinlich hätte ein Sportler ohne die Medikation oder ohne den Einsatz von Pervitin früher gemerkt, dass er seine Leistungsfähigkeit, seine Grenzen erreicht hat, wäre K.O. gegangen oder wäre gar nicht erst wieder aus der Boxecke herausgekommen. In dem Fall ist er immer wieder aufgestanden und musste deutlich mehr Schläge einstecken, als es unter anderen Bedingungen der Fall gewesen wäre. Und das trägt dann dazu bei, dass man möglicherweise größere Folgeschäden davon trägt, als es ohne den Einsatz von Dopingmitteln wie Pervitin der Fall gewesen wäre. Jupp Elze galt als ehrgeiziger Typ, von sich überzeugt, gleichzeitig fröhlich und umgänglich. In seiner Profilaufbahn hatte er schon etliche Kämpfe gewonnen, war unter anderem deutscher Meister im Mittelgewicht. Vor dem Fight gegen Carlos Duran gab er sich gelassen. Ich kenne Carlos Duran, haben kürzlich in England gesehen um die Europameisterschaft gegen Wally Swift. Habe ihn selber 64 geboxt und habe ihn geschlagen und hoffe, dieses Kunststück noch einmal zu wiederholen und somit neuer Europameister im Mittelgewicht zu werden. Doch dass ihr ehemaliger Sportskamerad für den Kampf zu Dopingmitteln greifen würde, können sich beim Kölner Boxverein SC Aurora einige immer noch nicht wirklich vorstellen. Wir als Amateure kennen das ja nicht. Außer Traubenzucker haben wir gar nichts genommen oder so was. Ne? So. Und dann war das eine neue Welt. Man hat das von Radfahrern schon mal gehört oder sonst was. Aber das war schon, man denkt dann auch, wie kann man so blöd sein und so was nehmen, gerade im Boxen. Ob Jupp Elze die Aufputschmittel bewusst und freiwillig genommen hat oder andere ihn dazu gebracht haben, konnte die Staatsanwaltschaft nicht klären. Letzte Bilder aus der Kölner Messehalle. Carlos Duran möchte dem Verlierer Jupp Elze Respekt zollen, doch der kann sich kaum noch alleine auf den Beinen halten. Jupp Elze stirbt mit 28 Jahren und hinterlässt eine Frau und einen kleinen Sohn. Das war schon schlimm, die Beerdigung im Ostfriedhof, die waren alle da. All die bekannten Boxer waren da. Peter Müller, der Aab und viele andere Kölner verabschieden sich von Jupp Elze. Vor dem Sarg liegt auch ein Kranz von Carlos Duran, seinem letzten Gegner im Ring.